Ah, oh wow, ist das schön. Also für den Fall, dass ihr mich gerade für ziemlich bekloppt haltet, muss ich euch sagen, noch vor wenigen Jahren hätte ich mit so einem Umarmbaum überhaupt gar nichts anfangen können. Ich hätte die ganze Zeit gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, ich umarme höchstens mal Menschen, aber doch keine Bäume. Aber in den letzten Jahren ist mir das immer wichtiger geworden. Die Kraft, die die Natur hat. Was hat dieser Baum nicht schon alles gesehen und erlebt, sozusagen? Und wie viel Kraft steckt dahinter, dass Jahr für Jahr jetzt neu alles aufbricht und die Knospen an diesem Baum neu treiben und das Leben neu erwacht. Ich finde es genial. In der Bibel nennt man sowas Segen. Das ist die kontinuierliche Lebenskraft, die Gott in diese Welt hineingegeben hat. Wir unterscheiden im christlichen Glauben Gottes rettendes Handeln und sein segnendes Handeln. Und dieser Segen, der hier in diesem Baum steckt, der ist schon phänomenal erkennbar. Für mich ein deutlicher Hinweis auf das, was Gott uns Menschen schenkt. Segen ist so etwas geworden in unserer Zeit, was die Menschen mögen. Wir laden ein in Gottesdiensten zu Segensfeiern und Menschen lassen sich gerne einladen. Und jetzt möchte ich Ihnen heute für dieses Wochenende sagen, jetzt gibt es in Zukunft nicht nur Segensfeste, sondern sogar eine Segensgemeinde. 6 Kirchengemeinden im Norden des Kirchenbezirks Germersheims schließen sich zusammen, wollen gemeinsam die Kraft des Lebens und die Kraft der Liebe, die von Gott herkommt, entdecken und entfalten. Wir tun das, weil wir es alleine nicht so gut können wie zusammen. Ja, die Ressourcen werden weniger, ja, die Menschen werden weniger. Wir glauben aber, dass das Gemeinsame mehr ist als das Einzelne und auch mehr als die Summe der einzelnen Teile. Wenn Sie sich mal darüber informieren wollen, schauen Sie doch mal nach. Brot, wie Brot, nur vorne mit P, -segensgemeinde.de. Da finden Sie alle Informationen zu unserer neu entstehenden Segensgemeinde. Und immer wenn ich mal zweifle, ob die Kraft des Segens auch genügt für all die Reformen und Veränderungen, gehe ich hier zu meinem Umarmbaum und hol mir einfach nochmal eine Umarmung ab. Gesegnete Zeit euch und gute neue Woche.